Welkom voor het nächste programma in de serie Dag voor Dag. Mijn naam is Gabrielle Kroon en ik freue mich dat u erbij bent. Het nächste thema is mijn aanmoed ondernemen. Wer kan dat intussen mal aanmoedig zijn? Oder een dag te gaan wo man zich aanmoedig voelt. Oder du hast eine ganze Weg, wo du endlich fühlst, okay, wo kan ik mal wieder rauskommen? Wo kan ik weer een moed hebben wat te doen? Wo kan ik moed hebben verweg te kijken voor mij, maar ook voor mijn familie, voor de kinderen en voor de arbeid. En één ding mocht ik die zijn. Meestal geloof ik nou, ik zie vielleicht ook de einzige wat zo denken dat. En dan mocht ik die zijn dat je viele mensen, vielleicht ook alle mensen, wat intussen zo denken doen. Zo, wo kan ik den aanmoed gewinnen? Wo kan ik den ondernemen nemen te zijn? Wo kan ik even dat doen? Dat ik dat beherrschen kan? Zo, dat je veel geschichten in de Bibel, wo dat volk Israël met aanmoed te kämpfen hat. En eine Geschichte ist in 4. Mose 21, Vers 4. Das ist ein Vers, aber durch Ram der Vers ist die ganze Geschichte bin. Und das passiert meist immer durch, wo sein großen Sieg gehabt haben, wo sie viel erregt haben, und daher werden sie ermutigt. So, was meint das nu für mein Leben? Was meint das für mich? Das ist ein Geste zu sein. Das ist ein Geste von Anmutigkeit, was über mich kommen kann. Dort hat manchmal mit einer Zeit zu tun, von einem Tag, manchmal ein paar Stunden, manchmal aber auch Wegen, wo ich mich eigentlich so fühle, nein, ich will mich nicht nur schaffen. Ich will mich nicht nur dort tun, was ich wirklich soll tun. Du hast eine Armut in die, was viel Kraft zappen wird, was die wegnimmt, was die Meid merken wird. Und wo kann ich über das tun? Wo kann ich das unternehmen? Das ist Nummer 1 mit Gebet. Dein Gebetsleben mit Gott. Wo hast du Gott in dein Tag? Wo ist dein Gebetsleben bei Gott? Wo viel betest du? Gott ist die Qual von aller Frieden und von aller Leib und von alles, was wir brauchen tun. Wenn wir bei Gott geknackt sind, dann können wir das überstehen. Vertrau dich selbst, dass du Mut haben kannst, dass du wer bist, dass du wertvoll bist. Kijk auf das, was Gott in dir angelegt hat. Nummer 2 ist, vergleich dich nicht dort mit dort, was andere von dir verlangen tun. Ich glaube, Verken ist Ramans Ram, manche Freunde, manche Menschen, was wir Ram sind. Du hast Verken so einen Druck, was sie verlangen von uns, wo wir sollen sein und was wir nicht sind. Und dann war wir Verken anmutig, ob ich mein Haus reinhole oder nicht, oder was immer deine Abgabe ist, deine Arbeit ist. Vergleich dich nicht mit anderen, wenn du bist anders. Nummer 3 ist, go im Glauben und nicht ab dort, wo die sein kannst. Ein Beispiel möchte ich die sein, wenn mein Haus schwinsch ist und ich muss viel schaffen und ich fühle mich irgendwie nicht und nur, ich fühle mich anmutig so zu sein, ich stehe mit das ab, ich sehe anmutig, wo kann ich mit das umgehen? Okay, ich kicke in mein Hausraum, ich kicke von Eik zu Eik. Was sei ich? Ich sei meine Arbeit, ich sei, dort muss ich alles tun, ich sei meine Kinder, ich sei alles Möglichste, was mich anmutig merkt. Dann die Ion tot zu merken, sein Gott, das will ich weichschmieden und ich möchte dort sein, wo du sitzt. Ich will dort sein, wo du für mich diesen Tag hast. Okay, Gott ist der Gott voll Frieden, voll Mut. Und will ich ein reines Haus haben, will ich die Arbeit geschafft haben, was immer du schaffen musst. Und du wirst sein, Gott kann dir lehren und in dein Hort einen Frieden geben. So, dort halt dort als letztes einfach mein Hort bei Gott geknackt zu haben, Gottes Ehren zu haben, nicht auf dort zu kicken, was andere Menschen verlangen, sondern auf dort zu kicken, was Gott macht. Was ist Gott in deinem Leben, was ist wichtig? Was ist Gott von dir für meinen Tag, was ist wichtig? Und vor dem Himmel, ich möchte von dir beten, ich möchte dich beten, dass du uns Hort musst anrühren, dass du uns musst lernen, jeden Tag auf die zu kicken und dort zu tun, was du musst haben, was wir sollen tun. Dass wir einen Frieden an uns Ben haben können, dass wir eine Mut an uns Ben haben können, für uns und für unsere Familie und für unsere Arbeit. Und mocht Gott uns füllen mit seiner Frieden, mit der ewigen Frieden, nicht mit dort, was andere von uns denken, sondern dort, was Gott
von mir denken dat. En voordat ik mocht die dankgeschenk zijn, dat du mij leefst en dat du mij vullen mocht. En voordat vergeef mij, wo ik een onmoed stond gebleven zie en wo ik niet naar die gezegd heb. Vul mijn hart op met die nieuwe vrede. En lieve vroeg, ik mocht die moed meer en kijk niet op alles wat anderen verlangen, sondern kijk op dat wat God van die mocht gaan. Wanneer die vrouwen haast dat die bruksgebed, die kost mij zeer wel schrijven. En kijk op dat wat God voor die heeft. En die dag voor dag wordt zich veranderen.